Guten Morgen, Kollegen der Nassersur, der deutschsprachigen Zuhörer inklusive Österreich und auf der ganzen Welt. Wir sind jetzt international. Ich habe neuerdings auch einen Abonnent von China. Also die ganze Welt schaut mir zu. Es ist zwar eine kleine Welt, die mir zuschaut, aber immerhin international vertreten. Heute gehen wir hinter ein neues Deck. Ich habe ja im letzten Video gesagt, ich könnte auch mal so ein Deck versuchen zu bauen, das so Credits verliert. Da gibt es recht gute Karten von Japan. Normalerweise werden die kombiniert mit England. Ich spiele selten normalerweise, sondern ich versuche immer etwas anderes, unter Umständen auch etwas Besseres. Ich versuche es mit den USA. Alle Karten anzeigen. Also es geht darum, durch den Verlust von Credits die Einheiten zu verstärken. Was brauchen wir da vor allem? Also wir brauchen Credits oder Credit. Und siehe da, wir brauchen sicher diese beiden. Da kriege ich zusätzliche. Da verliere ich einen Credit, um das geht's ja. Dann brauche ich einen zusätzlichen Credit Slot eher weniger. Da noch was. Hier verliere ich einen Credit Slot, da verliere ich einen. Und diese Einheit fügt bei der Zerstörung dem feindlichen Hauptquartier Schaden in Höhe der verlorenen Credit Slots zu. Also ja, dieser Bomber ist ganz wichtig. Da erhalten meine Einheiten plus eins, wenn ich einen Credit Slot verliere. Und zwar jedes Mal, also auch innerhalb meiner gespielten Runde und nicht nur beim ersten Mal. Den brauche ich auch. Der macht meine Karten günstiger. Der ist im spielbereiten Deck drin. Den überzeugt mich nicht. Und eigentlich baut sich das Ganze um diese Einheit auf. Sie ist eine 4, das heißt, sie kann auch nicht so einfach zerstört werden. Ähm, ja, das machen wir vielleicht auch. Hier haben wir noch ein bisschen was mit Credits. Und der Feind erhält einen zusätzlichen Credit bei der Zerstörung. Ich habe ja Einheiten, die die Differenz ausnutzen. Also Amerikaner habe ich ja jetzt noch gar keine drin und ich habe schon 27 Karten. Da nehmen wir vielleicht einen rein, ist eine Fünfer, ist relativ teuer. Denn, wie gesagt, habe ich nicht überzeugt. Hier würde ich eine Vorhersage erhalten. Das wäre so, ja, vielleicht auch nicht. Nehmen wir die mal mit rein. Dann Credits weg. Okay, was brauche ich jetzt noch? Also das Fernmelderegiment ganz sicher, weil bei jeder zerstörten Einheit gibt es eins auf den Deckel beim feindlichen Hauptquartier. Jetzt habe ich nur noch Platz für 10 Karten. Ich würde gerne, was würde ich gerne noch mit reinpacken? Pflichtbewusst geht nicht. Der Befehl, ja, vermutlich auch nicht. Den brauche ich noch. Sonst haben wir ihn vorhin nicht angezeigt. Komisch.
Und da 2. Da mache ich immer einen Schaden. Und der wäre auch interessant. Fügt doppelten Schaden zu, wenn du 3 oder weniger Credit Slot hast. Und das ist ja eigentlich die Idee dahinter. Und was nehmen wir noch mit rein? Den hätte ich eigentlich gerne. Und ja, das wird jetzt recht schwierig. Vielleicht muss ich dann amphibischer Angriff, also hat Schock und ich kann Expansion oder für den Wohlstand, ich könnte Karten entwickeln. Mit dieser Karte kann ich schon beim Einsatz eine gegnerische Karte zerstören, wenn ich Glück habe. Die ist auch interessant, aber nicht in dieser Kombination. Der wäre auch spannend, aber ich habe jetzt schon das Problem, dass ich zu viele Karten habe. Mit dieser Einheit würde ich die Einheit zerstören, die da den Schaden macht. Den brauche ich noch. Die Kriegsforschung nehme ich nicht mit rein. Eigentlich habe ich auf diesen Flieger da habe ich gewartet. Der Schaden feindlicher Karten ist um 1 reduziert, sowohl am Hauptquartier wie an meinen Spielkarten. Also jetzt habe ich bereits diese 40 Karten drin. Ist noch irgendwas, das ich unbedingt reinhaben will, müsste? Das ist eine mächtige Elite-Karte, da kann ich auch das Hauptquartier angreifen. Oder versuchen wir es mal so. Dieser Bomber ist zurück aus der Reserve, der lässt den Gegner der Jäger, einen Bomber abwerfen, so. Und diese da hat plus 2 Angriff und Schnellfeuer, wenn unbeschädigt. Also Hinterhalt. Wenn der unbeschädigt ist, ist er sehr stark. Ja gut, 5 amerikanische Karten und 41. Ich muss noch irgendetwas abwerfen. Wir werfen so einen ab. Credits lost. Dann versuchen wir das mal. Die Testrunde funktioniert gerade gegen echte Spieler. Jetzt müssen wir noch die Effekte wieder einschalten. So. Gut. Also das Ding ist, eigentlich mag ich ja die Japaner als Nation nicht so sehr. Ich bin nicht sehr erfolgreich mit Japan. Das ist meine schlechteste Nation. Ich bin erst gerade auf den Rang 150 gekommen. Mit allen anderen Nationen bin ich deutlich weiter. Die Spielweise von Japan gefällt mir nicht so. Es ist immer schnell, aggressiv, zerstörerisch. Und jetzt haben wir auch wieder einen Japan-Spieler, vermutlich einen Rusher. Wir fangen an mit dieser Starthand. Ich habe da einer, der gibt mir Befehle. Und ich kann da bereits einen Schaden verursachen. Der hat nicht gern Befehle. Aber ich kann natürlich jetzt mit diesen beiden Einheiten
in Verbindung mit dieser Einheit. Er muss jetzt die Front blockieren, damit ich nicht in die Front. Ah, der. Okay. Der knackt mir gleich. Der ist nicht in die Front gekommen. Wieso nicht? Der hatte ja noch einen Credit. Jetzt kann er mir diese Einheit mit seinen Einheiten nicht zerstören. Er hat jetzt einen Sturm. Ah, okay. Jetzt muss jetzt mit rein. So. Und ich nehme... der muss in die Front. Ich darf keinen Befehl spielen. Aber ich könnte einfach diesen angreifen. Und gut ist. Okay. Er hat Blitz und Spionage. Der greift. Ja, der kennt jetzt meine Karten. Okay. Wenn ich jetzt... Das Ganze ist jetzt nicht ideal. Der kann mich hier angreifen. Ich gehe mit dem in die Front. Hier verliere ich einen Credit Slot. Hier habe ich Hinterhalt. Also ich muss mal sicher in die Front. Dann einmal diesen angreifen. Da hat er noch ein Leben. Wenn er ihn zerstört, kann ich ihn zerstören. Mit dieser Karte. Die Frage ist jetzt ein bisschen, was macht er? Okay. Er greift an. Okay, jetzt haben wir den. Der muss weg. Eine Einheit mit C oder W. Da muss der Flieger muss weg. Und ich gehe in die Front. Ich habe nur noch 13 Leben. Und der Gegner hat ein Credit mehr. Okay. Oh. Zerstöre wird einen Angriff oder gleich oder weniger als einen Credit Slot. Den kann ich zerstören. Verliere einen. Also der muss er weg. Dringend. Dann muss dieser da in die Front. Der muss rein. Der muss rein. Hier mache ich 3 Schaden. Kostet mich da nochmal. Okay.
Angriff und ich bin weg. Also wenn ich jetzt ich muss das spielen. Und ich brauche Sturm. Okay, das ist verteilt 3 Schaden an feindlichen, ja, machen wir mal so. Ich brauche eine Karte. Ah. Mal. Gut, Zug beenden. Jetzt habe ich hier 7. Er kann nur 6 angreifen. Ah, schade. Okay. Versuchen wir es nochmal. Müsste doch zu schaffen sein. Man hat den Hauch der Synergie, hat man bereits gesehen. Ich hatte irgendwie knapp gefühlt 30 Karten mit dieser Mechanik drin, aber keine zum Spielen. Das ist eine Elite-Karte, dass man alles zerstören kann. Das sieht man ganz selten in Decks. Tja. Schlingel, kleine Schlingel. Der spielt ja jetzt England und hat bereits einen Flieger. Das heißt, der wird vielleicht komplett auf Flieger setzen, weil die Engländer sind ja mit den Flieger wieder sehr stark geworden. Okay, das überrascht mich jetzt ein wenig. Aber dieser Flieger muss weg, bevor er endlos stark wird. Und gehe ich mit dem in die Front. Ich brauche die Front. Genau aus diesem Grund brauche ich die Front. Gefällt mir jetzt nicht so. Okay, ich habe jetzt noch gar nichts. Wir nehmen den Sturm. Wir haben 6 Credits. Okay, ich habe hier weniger. Passt.
kleiner Schlingel. Okay, der muss mal weg. Und der muss auch mal weg. Jetzt habe ich alle im Spiel noch keinen. Ich habe nur noch eine Karte. Ich bin ein bisschen Karte. Ich müsste mehr Karten haben. Und ich habe keine Karten da, wo ich etwas nachziehen könnte. Okay, wir machen jetzt mal den Bomber weg. Und dann muss der weg. Und dann greifen wir hier das Papier an. Also diese Runde wird sehr schwer zum Gewinnen. Der ist vermutlich dann eine Wache, oder? Kann ich da jetzt mit dem Mausrad? Ah, Veteranenstempel, Wache, genau. Okay. Und natürlich zerstört wir alle Einheiten. Absolut klar. War ja jetzt auch kein Problem, wir einfach alle Einheiten zerstören. Er hätte ja zuerst die mit Angriff angreifen können. Dann hätte er vielleicht 10 Einheiten zerstört. Ja, super. Und das greift er jetzt an. Ich wollte meinen Flieger angreifen. Und der hat keinen Blitz, oder was? Der hat keinen Blitz. Ich muss den mal angreifen, damit er keinen Schaden mehr verursacht. Entwickle eine Karte, okay. Ich nehme diesen Flieger. Flieger anfeinden, ja, machen wir. So. Da sieht man jetzt, dieser Bomber da ist enorm wichtig bei dieser Synergie und ist zum Beispiel beim spielbereiten Deck gar nicht drin, also den braucht's. Weil jedes Mal, wenn ich einen Credit verliere, werden die gestellt. Ah, jetzt hat er das Potenzial erkannt. Also mit dem Bomber kann ich jetzt den erledigen. Ich gehe jetzt hier. Der muss weg. Und
Der muss... wieso kann ich den nicht angreifen? Hallo? Diese Einheit wird überwacht. Ich verliere hier einen... Credit. Also ich verliere hier das Hauptquartier und da natürlich auch. Das ist jetzt ein bisschen doof. Jetzt hat er schon zwei davon. Okay. Zerstöre einen feindlichen mit einem Angriff von 2 oder weniger. Also den kann ich jetzt mal zerstören. Und dann zerstöre ich den Jack. Der hat... Erhalte einen zusätzlichen hat der. Also ich will ich die Wache weghaben irgendwann oder gehe ich? Ich gehe hier mal aufs Hauptquartier und ich gehe da noch in die Front. Jetzt kann er mir diesen da zerstören. Oh, hoppla. Jetzt sind wir kartentechnisch, sind wir jetzt etwa auf einem Level. Irgendwann wird es noch den Bomber kriegen, da ist er schon. Mit dem Bomber. Okay. Der hat dir Angst gemacht, ganz offensichtlich. Also wir machen jetzt jeweils Schaden und wir haben hier einen Flieger im Hinterhalt, wo ich seinen Bomber ausblocken kann. Ich greife hier an und warte. Kann jetzt mit seinem Bomber meinen Flieger nicht zerstören. Weil der hat Hinterhalt. Und solange der unbeschädigt ist, hat er einen Angriff. Okay, was tust du? Okay. Zerstöre gewählt einen an, gleich weniger als deine Credit Slot ist. Check. Dann der weg. Dankeschön. Und gerne Angriff. Du bist dran. Also mit dieser Karte kann ich sein Hauptquartier zerstören. Wenn er mir eine Einheit zerstört, mache ich einen Schaden. Er kann höchstens 3 Schaden machen. Dann kann er nicht angreifen. Was tust du? Ja, er setzt nur eine Wache ein. Kommt in die Front. Okay, hat funktioniert.
Vielleicht gibt es dann noch ein paar Runden mehr mit diesem Deck und vielleicht auch nicht. Ich danke jedenfalls zum Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.